Professor Bernd Schmelz, hier im Museum für Völkerkunde in Hamburg, wissenschaftlicher Leiter. Und das ist ein Völkerkundemuseum, das eines der ältesten weltweit ist. Das wurde offiziell 1879 gegründet, gibt aber schon länger, gibt Vorläufer. Und wir feiern heute am 1. April einen großen Ostermarkt. Das ist der 28. Norddeutsche Ostermarkt, also eine ganz lange Tradition. Und es ist ein ganz wichtiges Teil unseres Konzeptes als Völkerkundemuseum, eben verschiedene Bräuche, in dem Fall zu Ostern, auch weltweit zu präsentieren, dem Publikum die unterschiedlichen Ausformungen des Festes Ostern näher zu bringen. Aus dem Freistaat Bayern, aber es gilt als Deutschland. Da se sačuva do večeras, da papujemo stvari. Völkerkundemuseum, das sich mit den Völkern, mit allen Völkern auf der Welt befasst. Und so gibt es Ausstellungen zu allen Erdteilen zu sehen, zu allen möglichen Völkern der Welt. Und diese Ausstellungen, die werden ergänzt durch Aktivitäten, durch Festivals, also beispielsweise durch kulinarische Spezialitäten, durch Tänze von Jung und Alt,
von Filmen und von anderen Vorführungen, um eben ein lebendiges Museum zu sein. Und diese Veranstaltungen sollen die Ausstellung lebendig machen. Und wichtig ist eben, dass wir uns mit allen Völkern auf dieser Welt befassen. Das finde ich auch. Es gibt hier bei uns im Museum für Völkerkunde das Jahr über 3 große Märkte. Der erste ist der Ostermarkt, der immer am Wochenende zu Palmsonntag stattfindet. Dann kommt der zweite große Markt, der Markt der Völker. Das ist ein internationaler Kunsthandwerkermarkt, der immer im November stattfindet. Und dann schließlich der abschließende Höhepunkt des Jahres ist der sogenannte Christkindlmarkt, ein Weihnachtsmarkt, der immer am Wochenende zum ersten Advent stattfindet. Das sind also die 3 großen Brauchtumsmärkte des Jahres, die herausragen. Und ansonsten gibt es natürlich noch viele andere Veranstaltungen zu einzelnen Ländern und Völkern auf der Welt im Museum. Konsulat möchte zeigen, was ist Honduras, was wir haben, welche Minerale, welche Produkte haben wir in Honduras, alles. Und natürlich haben wir eine Künstlerin, das präsentiert ihre Bilder dazu. Hat sie den Kaffee. Sie können die Bilder auch.